Willkommen. Hallo. Schönen Tag, alle gut. Guten. Hallo. Schön, dass ihr kommen seid. Wir klingen mega froh. Ja. Wir schwätzen über das Thema. Wie sieht denn das Street Harassment in Lützeburg? Das ist Straßenbelästigung. Belästigung auf der Straße. Ah, someone was close. Datei aus Maybe Sex. Mam Callie, Mam Tassie, und mit mir, dem An. What? I'm menstruating. Why is that a big deal? Wir schwätzen allwoche über den anderen Thema zur Sexualität. What if I had to fake an orgasm? How the hell do you fake an orgasm? Von wie der Körper funktioniert, über Beziehungen, bis hin zu Sexpraktiken. Oh. Maybe Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Also ich bin verwirrt, wie ich für du schon dir gegenüber angedeutet habe, weil meine Auffassung war immer, dass es solange die Breders, weißt du, angedobert oder weißt du, ausgeseit, du kannst das nicht irgendwie steuern, ob es belastet wärst gehen oder nicht, wenn du irgendwie erwähnt bist, als Person, die als Frau geholt wird. Und ich habe festgestellt, den letzten Sommer, dass Alkejers, wenn ich an meinem kurzen Short von der Gare bis heim getrippelt sind, also ein Kabinett getut wird, wenn sie Lunchbusch gefahren ist. Aber es 4 Männer geschieht das. Und ich war so, okay, da schält die Erwerbsmitglieder zu denen holen, weil es geschieht mehr oft, wenn ich eine kurze Show habe. Ich meine noch, dass Selbstmitglieder zu denen hört, aber ich meine, dass das Problem den ist, dass Schlussfolgerung dann aus, ja, da musst du dich anders untun. Aber ich meine, dass wahrscheinlich, wenn es dir mehr Haut weißt, die Chance mehr groß sind, dass das geschieht. Gleichzeitig sie viel so Taster gemacht und so weiter, wo sie Frauen durch die Straße von New York zum Beispiel trippeln lassen und die da filmen und da weise, was für Reaktionen sie kriegen, wo wirklich mega krass viel Catcalling geschieht. Und da war anscheinend ein neuseeländischen so ein Experiment gemacht gehen, wo sie ein Model der Straße laufen gelassen haben und du hat nicht ein Keier gecatcallt gehen. Das heißt, ja dann aber, dass es nicht mega klar ist, woran es liegt. Also zu dem nur theoretisch nicht wirklich mal ausgesehen zu denen. Es tut, ja, hauptsächlich selbst nur zu denen, dass sie als Frau geholt wird. Also wird Wahrscheinlichkeit auch noch erhöht, als da sie lang ist. Oder just mit anderen Frauen noch in der Weg ist, wobei mir das bislang nicht mehr auf Bekleidung von einer Frau passiert ist. Also ich hatte noch nie an einer größeren Gruppe von Frauen in der Weg war, dass das passiert ist. Kann auch sein, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, weil es mir persönlich den Moment doch dann mal ausmischt. Aber du siehst auch, also, dass das Wahrscheinlichkeit erhöht, aber ich ging echt den Kontra gucken, es geschieht nie, wenn du eine Gegenwart von einem anderen Mann bist. Ja. Also es geschieht immer just, wenn ihn entweder länger als Frau oder mit anderen Frauen in der Weg ist, aber nie, wenn ihn mit einem anderen Mann in der Weg ist. Allerdings, der Mann, den das möchte, du hast egal, ob nach Männer dabei sind oder nicht. Also möchte sowohl lang wie mit nach Männer dabei. Was machen wir genau mit Catcalling? Also was mir so spontan angefallen ist, sind Remarken, also entweder ugeschwart zu gehen auf der Straße von einer Person, die ihr nicht kennt, so genre, wie mir et für politisch passiert, dass bonsoir madame ça va, bonsoir madame ça va, bonsoir madame ça va, einfach so, weil oft wiederholt, bis dass ich reagiere, weil ich das nicht gemacht habe, oder etwas rufen, oder pfeifen, tuten, oder auch zu no kommen, also mehr no kommen, weil es sich manierlich ist. Egal ob das am Bus auch sich wieder erreichen ist oder wobei das dann noch streng genommen nämlich Street Harassment ist, das ist mir eben auch gerade nachgefallen. Mir eben auch, ja, einfach zum Beispiel im Busarree mehr nur bei einem Stohlen, wie es unbedingt nicht sind. Das fällt so auch mal in der Street Harassment, das nämlich gesagt gehen, dass es am oftsten auch am Transportpublik oder so passiert. Viele Frauen fühlen sich immens unwohl an einem Bus oder an einem Zug, weil du ganz oft geschieht, und du auch näher ziehen kannst. Ne? Du kannst dann einfach fortgehen.
an engem no goen. Also es sind auch viele, die einfach dann engem die ganze Zeit no gehen. Wahrscheinlich ja. Mich nicht ohne auch eine App dabei zu rufen, aber das ist schon ziemlich beängstigend. Und am Bus, das hat mich auch gerade daran erinnert, dass es durch wirklich, oder am Zug, wie auch immer, am öffentlichen Transport, dass es durch relativ subtil Formen gehen, wie zum Beispiel, was ich sehr persönlich schon nicht erlebt, zu mir eine Freundin von mir, das hat ganz lang an einem Bus war, aufgesehen vom Buschauffeur, und dann ist ein Mann rangeklommen und hat sich auf die Platz nervt hat gesagt. Und hat sich auch mega bedrängt und unwohl gefühlt dadurch. Ich sozusagen kann nur an einem Nutzbus an, da sitzt man nervt man an, dass du das Manspreading als Jahr so ein Wort, was viel benutzt wird, weil Männer sich immens breit machen, umsitzen. Und der Mann hat mich gesagt, also der Bus war zwar voll, ich sage, nicht bei mir nervt mich, aber dem sagen, sind so weit rausgegangen, dass sie mal quasi auf der Brustlung haben, gell? Also der wirklich ziemlich krass. Und dann habe ich eben noch, das wird dann erschreckend, dass ich schon dann Heere von Leuten, die so tun, die im Telefon waren oder so, und die dann in dem Moment das vokalisiert tun, die gesagt haben, jetzt gerade ein Tipp nicht mal, dem ich aufhegt oder was auch immer, aber wo die Leute sich da so wegdrehen, die anderen am Bus, weil sie nicht wollen, damit konfrontiert gehen. Also ich würde mich die Frage riesen Dinge dort raus. Ja, das ist einfach furchtbar. Ja, einerseits hört eben die Situation und dann, weil die Leute darauf reagieren, beziehungsweise an ganz vielen Fällen nicht darauf reagieren. Und dann war eben mein größtes Problem ist bei der ganzen Sache, als es wird gesagt, das ist just ein Kompliment, wo manche Leute vergessen, dass den Effekt davon aber ist, dass eine Phrase angeschüchtert fehlt, weil du weißt nicht, wie sehr das so eine Situation eskalieren kann. Zumal manchmal, wenn du nicht drauf angehst, da gehst du ganz sehr aggressiv du, ne? Also ich habe schon oft gemerkt, die so du bist ja ein Flott Madame oder was auch immer, aber wenn du dann nicht siehst, da fängt so Rosen zu gehen und da fängt so in der Fraschheten zu rufen. Also das ist mega sehr switcht. Und gleichzeitig möchte man auch Rose, wann heinst du da Fragen so Sachen so wie also zum Scheren das oft an der Comedy-Szene so, wenn da Witze gemacht gehen, so ja, gestern wurde den mal getut, was meint ihr, dass ich die Welt bestürden oder was? Und das möchte mich rose, weil das die Idee nach einer renforciert, dass den irgendwie das ging machen für den Aufmerksamkeit zu kriegen. Oder weil den will, dass der nur auf ein Date geht oder so. Genau, und irgendwie interessiert ist. Weil meistens ist es das einfach nicht. Das meistens einfach just ein Ausdruck von Superiorität, von Power, von Status rüber zu gehen. Und es geht dem just darum, meistens für die Person anzuschüchtern. War noch nicht bewusst, mehr, dass den Effekt, den dabei rauskommt, von Lunch mich fährt und tut, das klar, dass mir nicht irgendeine Interaktion werden hun. Ich werde wahrscheinlich mal nicht dahin gucken, weil also das ist sowieso so. Als Frau weiß ich nie, wann ein Auto tut, soll ich gucken oder nicht, weil es kann ja eine Person sein, die du kannst, die das tut. Ja. Du warst einfach konditioniert, nicht zu reagieren, wenn ein Auto tut. Ja. Jedenfalls, es geht nicht darum, du ob anhecht irgendwie einem anderen Mensch zu begegnen. Es geht nicht mehr um eine Demonstration von etwas, von irgendeinem Impuls, von Überlegen hin. Mir eine Studie hat gewiesen, dass es meistens nicht um die Frage geht, die du konzerniert hast, oder auch sind nicht just Frauen, wie auch schwule Männer, also sowohl cis wie Transfrauen als schwule Männer, die davon affektiert sind. Es geht bald immer von Männern aus. Und eine Studie hat gewiesen, dass es nicht um die Person geht, die angeschwärzt wird, aber dass es immer etwas als eine Sache von Status zwischen verschiedenen Männern. Also das für durchzustellen, manchmal schweren Alpha aus oder so. Und es tut meistens überhaupt nicht mit der Frage zu tun in dem Moment. Wenn ich zurückdenke, weil ich für dich da konfrontiert gesehen, wie ich, keine Ahnung, an Pubertät gekommen bin, das war, wenn ich vom Bus nur der Schule heimgetrippelt sind mit meiner besten Freundin und Kabinette getut haben. Besser gesagt, Leute, die an den Kabinette sitzen oder auch an zum Labs rausgerufen haben. Und ich weiß nicht, dass ich eigentlich 2 Frauen hören haben, die bei uns in der Straße gewohnt haben, sich darüber unterhalten. Und sie haben gemeint, ja, mir das wäre nicht base gemeint von Arbeiter aus ihrer Kabinette geben, tuten, das wäre
an ihrer Kultur normal, da sehen einer Frau ab der da weiß Kompliment mischt und es war gleichzeitig rassistisch und es war so rechtfertigen und einfach mir als Kind oder als Jugendlichem zu verstehen zu gehen, dass das einfach dazu gehört, Ja, dass das man akzeptieren so sehen, muss. dass wir in allem wie sech portugiesisch Männer so sehen, also dat as eben auch so bisschen ugeklungen an der Diskussion ja das dann so wir Ja, historisch gesehen also doch oft einfach auch schwarze Männer gleichgestalt gehen. Ein Schwarzfrau kann zum Beispiel ganz schwer weiße Mann bei der Polizei uweisen, weil den sie auf der Straße belastet hat, weil das irgendwie nicht akzeptiert war. Also das schon echt etwas, was Schwarzmänner giffen weiße Frauen undoen so. Also es hat auch historisch ganz viele Konnotationen mit Rassismus, wie du gerade auch angeschaut hast. ja. Aber es sind zwar zusätzlich auch Männer, die denken, dass das einfach normal ist, weil die abgewusst sind, gelehrt haben, dass das eben etwas bei dem möchte und die mengen das ist einfach noch so eine andere Art und Weise, weißt du, für wieder den Baum zu pissen, weißt du, für zu weisen, ich bin ein Mann und ich bin cool und ich kann das und die realisieren am Anfang auch gar nicht, was das für Auswirkungen hat, ob die Person zu der sie das so. Und erschreckenderweise habe ich eine Reportage gelesen von einer Frau an Australien, die so ein Experiment durchgemacht hat, die dann einfach Männer angeschaut hat, die sie gecatcalled haben und sie gefragt hat, wie weit sie das gerade gemacht hatten. Und da waren da viele, die haben gesagt, ich wollte dem ein Kompliment machen. Ich wollte gerne, dass das sich gut spielt und weiß, oh, ich sehe halt gut aus, bla bla bla. Und Heinz, du gibst auch wenn eine Gruppe von Frauen gibt, da gibt eine andere Frau von einer Klaps auf den Hühner gehen, weil du noch die sich mega gut fühlen, weil die denken, hier hat mich ausgewählt von all meinen Freundinnen. Und hier hat wirklich jemand auch live geklungen und wie von hier hat wirklich so ging danken, dass das Ja, so klar. wird. Das ist kein Base-Mensch. Nee. Also. Me darauf hin hat hin mit Informationen konfrontiert mit einer Statistik von wie viel Prozent von den Frauen sich eigentlich bedroht fühlen an der Situation, wie viele Leute sind Angst kriegen, erfahren, dass es eskaliert zu einem sexuellen Übergriff und so weiter. Und hier hat jemand schockiert geklungen und dann hat dann aber irgendwie gerechtfertigt, wird das ja aber bei ihm nicht so trifft, dafür wird das hier nicht weiterhin wert machen. Ja, mir gesagt sich selber immer als Ausnahme. So, das gesagt sich nie als den bösen Aggresseur. Ja, Ja, mir so Das gut, wenn du ist- sagen, siehst, hey, du musst das nicht so gemeint tun, das heißt genug Beweise, genug Beweise, dass das die Frauen beängstigt und dass sie sich unwohl spüren dabei, und so, doch, das ist mir aber egal. wenn ich mir vorstellen, dass ich einfach so gif eng Stroß auftrippeln an so mal eng Frage sehen, die ich attraktiv fand und da gif hart pfeifen, das ist einfach so unvorstellbar für mich. Das ist wie okay, natürlich, wenn du sein Geschlecht gehörst, wo das mehr üblich ist und akzeptiert, also vielleicht etwas anderes mehr, das einfach einerseits gibt man nicht aufhören, das zu machen, zweitens, was gebe ich oder kommunizieren. Also ich kann mir nicht dem Moment vorstellen, dass die Frau das angenehm empfindet. Nee. Weil ich meine, einem upeifen oder wie auch immer ich nennen will, also das möchte ich bei einem Hund oder so peifen. Also nicht, das ist ja aber nicht Ja. respektvoll, das ist kein Ausdruck von Respekt an irgendeiner Form. Nee, Ja. ich meine das eben. Ich verstehe das nicht. Ich meine eben, dass auch die Reaktion dann für dann zu so, oh nee, bei mir ist das nicht so gemeint, bla bla bla. Also so gut, wenn ihnen dann erklärt kriegt, das was du möchtest, dass die Leute sich unwohl fühlen. Und ihnen dann aber Exkuse findet, da das hier bald der beste Beweis, dass es nicht darum geht, dass die Leute sich bewusst sind, das tut nichts mit der anderen Person zu tun. Am Anfang ist mir egal, was bei der Person angeht, könnt. Ja. Was mir wichtig ist, dass ich filme schon nur gut, weil ich schon Gefühl ich hatte etwas Cooles gemacht, so, ne? Ja. Da tun wir auch schon eine andere Folge ugeschwart, wenn ihr seht, lacht doch mal. Da geht es auch nicht um die andere Person. Du bist nicht wirklich gerade besorgt, ob es der Person gut geht, für was sie vielleicht nicht lacht. Aber du fühlst dich verunsichert, weil du nicht ungelacht bist und du verlangst von der Person, dass sie gefallen ist. Lacht und ja, das ist mir auch schon geschieht in einem langen Trajet am Zug
stungisch vis-à-vis von der Gar auf mein Bus zu werden an stung noch einen anderen Tipp mat ma Buseri an pu Leiit. An können se beimech ich soll da mal lachen, an schon net reagiert, an du hueten probiert mein Bauhun zu packen an ja, et war einfach kein okay Interaktion. An schon hat gefehlt dadurch dass ich net ugeguckt und dadurch dass ich net reagiert tun hun immer noch méi herausgefordert ja. Da stunge Leute rundherum, die wären dem Beispiel für Drohnen auch einfach gemacht, wie man das nicht gibt passieren kann. Ja, das ist auch schwer zu wissen, was den du soll machen, weil ich war auch schon mal an der Situation, dass ich kriege nicht so oft lacht doch mal, ich kriege echt da nice smile oder so, weißt du, lebt lachen und du hast mir auch oft aufgefallen, ich lausche ganz auf den Podcast, während ich inzwischen hintrippeln und ich lausche meistens einen, dem mich irgendwie zum Lachen bringt. Das heißt, ich trippeln auf der Straße, grinsen nicht, was irgendetwas, realisieren, ob ich, dass ich mit einem A-Kontakt gemacht habe, während dem gegrinst habe. Und dann sind ich direkt zurück auf den Boden gucken, für direkt klar zu stellen, ich habe dir nicht gelacht, ich habe just gerade, ich habe es nur gedurcht, was mich zum Also das ist wirklich Wahnsinn, wie direkt musst du negociieren. Also ich merke noch oft, wenn ich inzwischen Lunch gehe, an Schuhfleisch einen kurz Boxen oder so den Tag, weil es warm da draußen ist und fertig, wohl dürfen einen kurz Boxen holen. An dem nur wo ich da Lunch gehen, merke ich wirklich, wie ich auf den Boden gucken, für einfach zu evitieren, dass die überhaupt merken, dass ich gerade da bin. Ne? Also das ist schon krass, wenn du darauf aufpasst, wie viele sei Behohle, sei Verhalten verändert, weil ich schon weiß, dass du vielleicht kein Lobs kommen. Aber wie du auch so, weißt du, wenn ihn am Auto tut oder so, du weißt nicht, also du vielleicht den ich kann oder nicht. Und wenn da wird nicht wahr, du kannst da schon nicht, also du schon plus, weil du weißt, dass du gerade wasch geguckt hast, mir sehr gerne Base. Ne? Und ja, aber wenn da nicht so was, oder weißt du, was Stau hast, du trippelst die Fuß und zwar schon das Auto fuhren lösen neben dran, das ist immer ein unangenehm Situation, weißt du, verloren Auto fängt mir los zu fahren neben dir, da kann sein, dass du schon etwas könnt, ne? Ja, das beim Lachen zu überlegen, einfach strategisch, wenig, also im Moment wird zu lachen, aber wenig nicht, ist wirklich mega kompliziert, weil also dass man bewusst gehen, wie ich eigentlich einfach so, wie ich im Trott war, getrüppelt sind, von einem Ugesperrt gesehen, und ich schon in dem Moment ein U gelacht. Und du warst geguckt, es war einfach so ein Reflex. Und schon mich nur mega schlecht gefehlt, weil ich gegrinst habe. Ich gedacht, du merkst so viel was. Hast du einen, den ich belastet, du sich, dem gelacht, für dass der sich nicht so viel getrippelt fühlt. Weil einfach nicht mehr so auf den Boden gucken und nicht lachen, so eine mega starke Aufweisung ist. Ja, aber ich meine, dass es nicht just da ist, weil ich mache das auch oft. Und ich meine, dass es teilweise einfach auch aus, weil du weißt, dass du dich mehr an einem sicheren Feld befindest, wenn du einfach sagst, haha, witzig, und da weitergehst. Ja, das ist was schon mit Mengen. Der fühlt sich nicht so stark zurückgewiesen und reagiert durch potenziell dann noch mehr aggressiv. Genau, ja. Also das ist auch an einer Studie gewesen, dass so viele Frauen einfach dann das war nämlich auch, wo die Frau, die Männer angeschaut hat und gesagt hat, was müssen ne? Und sie so dann, sie lachen zurück, sie 100 gerne, wenn ich das mache. Und so sie, das ist nur gewesen, dass so viele Frauen zurücklachen, weil sie fährten, dass sie so aggressiert gehen. Ja. Also das ist schon wirklich das ist genau das, ja. Mega haftig. Und ich habe noch Videos gemacht, die sind noch auf YouTube, die habe ich geguckt, auch von Frauen, die durch die Straße gehen und dann gefilmt gehen dabei und wo dann entweder ihre Partner oder ihre Papa neben drüber sitzt und das guckt oder ihre Bof neben drüber sitzt und das guckt. An den hier Reaktionen immer sie wirklich ziemlich krass, weil am Anfang sie nach ja, hat das eben eng flott, Madame, was soll ich da so? Weißt du, natürlich kriegt das so. Und dann um 3., 4., 5., sie so immer so, das ist mega respektlos, das ist mega krass, ne. Und bei verschiedenen Mengen spürst du auch, dass sie das wahrscheinlich selber schon gemacht haben. Zumindest bei ihrer Reaktion, weißt du, dass sie so, ja, weißt du, so, die hat Leben Hühner, tut ihre Leben Hühner. Und dann bin ich merkt das ist krass, dass du eine Stunde lang durch die Straße gehst, auf 15 Mal geschwart gehst. Ja. Es ist eben nicht den einzelnen Typ, den etwas sieht. Es sind alle möglichen Männer, die sich so, ich bin den Einzigen, die das möchte und ich mache der Frau gefallen immer da. Ja, und dann, wie gesagt, hat schon viel Druck gesagt, dass auch Schwulmänner oft angeschwart gehen, du hast dann aber mehr homophob. Und bei
Frauen also umso mehr schlimm, weil bei denen das Risiko noch mehr groß ist, dass die nur wirklich aggressiert gehen. Ja. Ja. Oder sogar vergewaltigt. Ja. Oder ja, Oder abusiert, umbrücht. geschlagen, ja, umbrücht. Also du hast nach ein Jahr das Risiko so viel mehr hoch, wie bei Cis-Frauen. Männer, wenn ihr merkt, dass ein anderen Mann eine Frau belastet, so etwas. Dir bringt dich viel Männer in Gefahr, wie die Frau, wenn sie etwas sieht. Ja. Los das nicht einfach so geschehen. Dreh dich nicht wasch am Mat, wie wenn das nicht mitgekriegt hat. Aber wenn du eigentlich so etwas gemacht hast in der Vergangenheit oder so weiter, als das nicht dann von der Welt, also das soll kein Ugriff sein und die Leute, die das gemacht haben, weil das ganz klar, dass das in unserer Gesellschaft so präsent ist, dass es immens schwer ist, überhaupt zu merken, dass das viel, viel, viel mehr krass ist für die Person, die davon betroffen ist, wie den das sieht, wo er halt. Also, ich ging kein dafür unbedingt angreifen, dass das vielleicht in der Vergangenheit gemacht hat und sich nicht bewusst war, dass das, wie schlimm das wird. Aber ich gebe aber trotzdem Bürden darum, sich Gedanken darüber zu machen und dann zu realisieren, dass sie das vielleicht nicht mehr machen soll. Ja. Und du musst abzuhalten. Merci. Weil immer schenkt irgendwie riesen Dinge zu sehen, ich weiß nicht, für was. Wie wird das anders, das also wie einfach eine andere Person auf der Straße, wie wird das dir mehr Respekt verdient, mehr anscheinend, wenn du der Person siehst, stell dir vor, gehen da zu deiner Schwester, zu deiner Mom, zu deiner Töchter so, wie gingst du dich da fühlen? Und da gehen sie immer ein, oh. Also denk an er Schwester, er Mom, er Bomi und er Dürste. Genau. Das klingt Und du eklig. Ich weiß nicht, woran du denkst an mich. Wenn du nichts denkst, ey, so, geil Klatz, dann denk an den Mom. Okay. Oh an. Lass dem an besser nicht noch. Nee. Falls aber du wissen wollt, was ihr machen könnt, wenn ihr euch protegieren ging zu Sachen oder weder könnt Geht nicht mehr aus dem angreifen Haus. oder wenn ihr wollt angreifen, für eine andere Person zu helfen, dann lasst die andere Episode, wo wir genau darüber gehen. Hallo zu der coolen Rubrik mit dem coolen Kelly. Yay! Ich war leicht inspiriert von dem Tassi an dem ansengen Gespräch über Street Harassment. Das ist nämlich ein unkonsensuelles Verhalten, also etwas, wo man nicht jederin verstanden ist. Dann habe ich mal gedacht, ich mache ein How-To über Konsens. How-To. Eine Anweisung für den Gebrauch. Fangen wir mit der Frage an, was ist Konsens? Konsens, oder auch im Englischen Consent, heißt Einverständnis oder Zustimmung. Im sexuellen Kontext heißt das, alle Beteiligten sind einverstanden mit dem, was gerade passiert, keiner wird gezwungen oder ignoriert, als jeder mit Fähigkeiten, Konsens zu gehen. Soweit an der Theorie. An der Realität ist das leider wesentlich mehr komplex. Die größte Schwierigkeit bei Konsens ist wohl, dass Sex immer noch ein Thema ist, über das wenig oder nicht mehr gehabt geschwärzt wird. Für Konsens ist aber eine offene und ehrliche Kommunikation so ungefähr das Wichtigste. Nee oder Stopp so, das ist so schwierig oder das weiß ich nicht weh und dann möchte ich nicht einfach nicht. Gleichzeitig ist es wichtig, sich bewusst zu gehen, dass Sex ohne Konsens kein Sex ist, weil wenn nicht jeder einverstanden ist, ist es Missbrauch oder Vergewaltigung. Konsens ist also die Basis für Sex. Es kann den Konsens auch definieren als einen klaren und enthusiastischen Ja. An dem Ja kann ihr verbal an oder nonverbal gehen. Punkt Nummer 1. Wie kann ihr verbal Konsens gehen? Ein paar Beispiele. Das fühlt sich gut an. Ich will gern, was du musst. Mach weiter. Ja, wenn ich glift. Ich will Lust auf dich. Genau du. Ich will mit dir schlafen. Oder auch Anweisungen wie, pack mich ein. Mach das du. Punkt Nummer 2. Wie kann ihr nonverbal Konsens gehen? Et muss nicht nur drauf gucken, was die andere Person sieht, aber auch, was ihre Körper möchte. Zeichen für wann es gut ist, die Person kennt mich noch, sie ist anwesend, sie lacht, sie interagiert und ist nicht apathisch oder ungewinnt traurig. Sie guckt den Hand an, sie positioniert den Hand auf ihrem Körper und so weiter. Natürlich ist körperliche Kommunikation bei all Personen und all Chaos, wo ihr Sex hat, auch ein bisschen anders. Punkt Nummer 3. Wie kann ich nur Konsens fragen? Fragen, die ich stellen, sind zum Beispiel: Gefällt dir das?
Bist du okay? Wo kann ich dich uppacken? Wie fühlt sich das an? Soll ich weitermachen? Soll ich abhalen? Mehr fast, mehr los. So mal, was du gern hast. Geht es dir gut? Wie weit dir willst du gehen? Punkt Nummer 4. Für was Konsens? Ich höre alltags, dass explizit Konsens gehen unsexy ist oder die Spannung und der Erotik hält. Das gesehen ich nicht so, weil war das mehr sexy und unturnend, wenn man einer Person zu schlafen, bei der du genau merkst, wie gerne sie mit der Sex wird. Und andererseits fand ich das auch ein gigantisches Warnsignal, wenn ihr mir das seht, weil mit einer Person, die nicht bereit ist, mein Verständnis anzuholen, will ich gar keinen Sex haben. Mit das war, dass es vielleicht am Anfang ein bisschen ungewöhnt ist, so klar alles aus- und umzuschwätzen. Das ist allerdings extrem hilfreich, auch für herauszufinden, was passt und was die Person gerne hat. Aber wie gesagt, ohne Konsens, kein Sex. Weil wenn eine Person nicht einverstanden ist, da schwätzen wir von sexueller Grenzübertretung bzw. Vergewaltigung. Hier möchte doch kein Unterschied, ob die Leute, die mit nicht Sex haben, zum Beispiel in einer Beziehung sind. Das heißt, dass verbal und nonverbal Kommunikation nicht nur am Anfang wichtig ist. Weil je nach Form und Stimmung kann es sich zum Beispiel verändern, wo ein wenig angepackt gehen will, aber wo nicht. Ein Konsens, das ist wichtig, kann ihn auch zu allem Moment zurückholen. Punkt Nummer 5. Wie kann sich ein Nee verstoppen? Ein Nee ist ein Nee, und heißt nicht, dass die eine Person wird ignoriert gehen oder erobert. Macht das nicht, das ist nicht cool. Mir heinst du, hat noch andere Formen für Nee zu sagen. Zum Beispiel, ich habe keine Lust, nicht lo, ich bin mir nicht sicher, ich fühle mich nicht gut, ich weiß nicht genau. Auch wenn ihr nichts seht, kann das eine Form von Nee sein. Nur weil ihr nicht verbal Nee seht, ist es nicht automatisch ein Ja. Stress möchte, dass Menschen aufreieren. Wenn der Partner oder deine Partnerin nicht mit dir interagiert, und mehr mit sich machen lässt, wie zu handeln, froh nur, ob alles okay ist. Und am Platz einfach weiterzumachen, bis das in der Nähe hört, passt ob ein Ja ab, wie ja Punkt 1 und 2 beschrieben. Punkt Nummer 6. Wenig kann kein Konsens gehen, was sie schwierige Situationen. Es gibt Situationen, wo die Person Ja sieht, mir nicht vollständig Konsens kann gehen. Die erste Situation ist unter dem Schutzalter. An all Land gibt es ein Mindestalter für sexuelle Kontakte, das legal festgesagt ist. Zu Lützeburg liegt ein Alter bei 16 Jahren. Mehr aufgepasst, von 16 bis 18 Jahren gibt es noch Einschränkungen. Eine Einschränkung ist, dass kein sogenanntes Abhängigkeitsverhältnis bestehen zwischen dem Jungen und einer Autoritätsperson. Das heißt, eine Person, die Macht über den hat, an einem zum Beispiel Note gibt, wie ein Prof, oder es irgendwie beurteilt oder über einem steht, wie ein Trainer oder eine Trainerin. Das Schutzalter für sexuelle Kontakte ist von Land zu Land unterschiedlich. In Deutschland, Österreich und Portugal leiten zum Beispiel bei 14 Jahren. In Frankreich ist das Mindestalter 15 Jahre, an der Belgien und in Holland ist es wie zu Lützeburg 16 Jahre. Schwierige Situation Nummer 2. Voll, bekifft oder auf Drogen. Ja, viele Leute haben das Sex mit denen. Aber wenn ihr nicht mehr richtig schlafen kann, lallt, sich übergeht oder die ganze Zeit schläft, sollt ihr für die Person da sein und nicht ihren Zustand ausnutzen. Sie kann dann nämlich nicht mehr vollständig Konsens gehen. Schwierige Situation Nummer 3, wenn es ein eindeutig Machtverhältnis gibt. Das hat man schon ein bisschen für drin beim Schutzalter angeschwärzt. Aber das gilt doch, wenn ihr volljährig ist. Eine Trainerin, ein Therapeut, eine Chefin, irgendwelche berühmte Leute oder Personen, die ihr bewundert, stehen in einem Machtverhältnis zu einem. Machtverhältnisse sind auch immer mit Angriffsflächen verbunden, die andere Person kann ausnutzen. Dafür ist auch das eine schwierige Situation, wo ihr nicht vollständig Konsens gehen. Das ist How-to an einem Satz zusammengefasst. Wenn ihr sich nicht sicher ist, ob ihr einen klaren und enthusiastischen Ja hört, sei das verbal oder nicht, immer nachfragen und nicht ob ein Nee werden. Dir habt noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibt uns auf sex@ara.lu. Er Frohe gehen natürlich beantwortet, ohne dass wir ihr Namen nennen. Und über Feedback freuen wir uns natürlich auch. Ihr findet mehr wie Sex auf Facebook, auf Instagram und am Site sexpodcast.lu. Oder auf all eure gewonnenen Podcast-Plattformen. Mehr wie Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem Nationalen Referenzzentrum für Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit.
Finanziert vun der Övre Grand Duchesse Charlotte. Den Cäsars gëtt all Responsabiltäit fir d'Inhalter vun diesem Podcast auf.